Jo, grüezi miteinander, willkommen zurück bei Fire Emblem Three Houses. Freunde, ich habe mich offscreen ein bisschen vorbereitet, also was heißt vorbereitet? Ich habe ein bisschen mich wieder hier schlau gemacht mit den Charakteren, sprich halt so ein bisschen wegen den Items zu auch, aber vor allem wegen den Informationen, ne? Was die genau da alles bedeuten und so weiter und so fort. Habe mich ja in der letzten Folge noch wieder zum Teil ein bisschen doof angestellt, hier und da, und man erfährt doch relativ viel, auch über die einzelnen Charaktere. Was auch ganz gut ist. Und zum Beispiel, warum, weil ich gerade in der letzten Folge erwähnt hatte, davon wegen, da habe ja ausgerüstet steht doch Glaube Level 1, also kann ich keine Magie einsetzen. Vielleicht aus dem Grund, weil hier ausgerüstet nur bedeutet, dass ich da halt was zusätzlich bekomme. Also, wenn ich Magie einsetzen würde, würden sich diese Werte erhöhen. Auch bei Weißmagie, wohlgemerkt, sprich eigentlich nur bei Heilung und Nosferatu. Zumindest aktuell. Und was ich einsetzen kann, hängt ja nicht davon ab, sondern welcher Klasse ich bin. Das heißt, wenn ich wieder zurückwechseln würde zur Grundklasse Bürger, könnte ich wieder Magie einsetzen. Theoretisch. Praktisch, naja. Genau, und steht ja immer da, diese Klasse kann Magie einsetzen, ja, nein, Magie musst du da lernen, etc., etc. Also, ja, die Dinge halt. Und auch das hier, hier, was ja auch, was in der Hinsicht eigentlich ein Witz ist, Glaube. Bin ich zwar E+, okay, aber vor allem die 3 Sterne. Diese 3 Sterne stehen für einen Spezialskill. Jeder Charakter in diesem Spiel hat so einen. Ein einziger Wert, der halt so 3 Sterne hat. Und wenn man diesen genug trainieren würde, bei ihr ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil er ein Downwert ist, aber theoretisch wird es auch da gehen. Bei ihm Rüstung. Gibt es wohl, die gar keinen haben, aber ich eigentlich auch sagen lassen, was ich auch ein bisschen schade finde, aber okay. Und dann, wenn man die, glaube ich, wenn man alle 3 Sterne, also die gehen irgendwie nacheinander, kann man die voll machen. Wenn man alle 3 voll gemacht hat, kriegt man für diesen Charakter seinen Spezialskill. Denke mir so, okay. Vor allem bei ihrem Reiten, ja, gar nicht mal so schlecht. Das wird da gar keinen. Also manche haben welche, manche andere nicht. Ist ein bisschen total auch schade, dass sie bei Glaube, wobei ich glaube, so ein Glaube, also generell, ich denke mal eher, es wird so ein Magie-generierter, genereller Skill sein, der kann schon irgendwie was bewirken. Je nachdem natürlich. So nach hier mit der Fertigkeit war, es steht da, Skaldin, ja gut, der war vielleicht früher mit dem Tanzen zu vergleichen, den es früher mal gab. Gibt es hier auch, nur sieht es irgendwie anders aus, heißt auch anders. Aber ja, da steht, was er macht. Und die sind halt, die dich ausrüsten, macht halt je nach Skill, je nach Klassiker der haben, macht es halt Sinn. Bei manchen macht es halt weniger Sinn. Okay. Das Einzige, was ich hier ein bisschen schade finde, wenn ich ganz kurz darauf eingehen darf, ich hatte bei Dorothea mich gefragt, wo sehe ich jetzt, wie oft sie noch kämpfen muss in ihrer aktuellen Klasse, um den Skill freizuschalten, den es bei dieser Klasse ergibt. Das siehst du hier nicht so über die Einheit, da musst du über, ganz kurz mal gucken, wo war es jetzt, hier, Inventar, Klassenwechsel gehen. Dann kann ich jetzt hier Dorothea und dann sehe ich jetzt hier, aha, Erfahrung der einen, mir fehlt noch einer. Sehr schön, so wird es dann doch sehen. Also wir haben da doch offscreen noch ein bisschen Gedanken gemacht und so weiter und so fort, auch mein Team dementsprechend aufgeteilt. Also aufgeteilt, Position mehr, ich kann noch einen mehr mitnehmen, krasse Scheiße. So, und zwar, ich denke mir so generell, mache ich es eher so, Michael und Dorothea harmonieren noch relativ gut miteinander. Also die beiden, ich mache eigentlich immer so 2 Gruppen jetzt. Eine Gruppe mit Edelgard und Hubert, macht sowieso Sinn, weil Hubert ja eigentlich eher Diener, Untergebener, whatever ist. Momentan haben wir jetzt mal entschieden, dass ich Ferdinand und Linhard auch in die Gruppe schicke. Weil Linhard natürlich mit, ja, Nosferatu halt, also irgendwie ein Magienutzer macht hier schon Sinn, ob vielleicht noch ein zweiter Magienutzer mit Dorothea. Muss mal gucken. Ansonsten Michael, Dorothea und hinten noch Kasper für den Angriff, Petra. Petra eher in die, in die Gruppe von Michael, das eigentlich schon. Ferdinand eher zu Edelgard und Hubert. Ja, also eigentlich, ich sag's mal so, Ferdinand, Edelgard, Hubert will ich jetzt mal ein bisschen versuchen, dass die immer ein Team bilden. Michael, Dorothea und Petra immer ein anderes Team. Oder das andere Team. Und die anderen muss noch ein bisschen gucken, zu welchem Team ich die jeweils schicke. Dass er so ein bisschen aufteilen kann. So, genug gequatscht, los geht's. Ganz kurz nur, und das macht mir Angst. Verdammt viel Angst. Das
Ich glaube, das könnte das erste Kapitel, der erste Kampf sein, wo ich reset. Ach, ich habe keinen Bock auf Resetten, nee, ganz ehrlich. 霧の中から敵が囲まれたか。けど厚く包囲できる兵力はないはずさ。分散した敵を確保撃破して包囲を切り崩すよ。血の匂い。霧の中でもう戦闘が始まっているようね。 Die kann Blut riechen? Nicht schlecht. みんな不用意に突っ込むなよ。視界に入った敵から確実に潰していくんだ。 Kader mit geringer Sichtweite, ich bin mal gespannt. Auf Schlachtfeldern mit dichten Mitteln können dann Einheiten nur Feinde sehen, die in der Nähe sind. Macht Sinn. Die Bewegung der Einheiten wird unterbrochen, wenn sie auf einen Feind stoßen, da sollst du dich vorsichtig vorwärts bewegen. Ja, aber Moment mal. Sollte es an deinen Verbündeten wenig Verluste beklagen geben, kannst du eine Belohnung erhalten. Achte darauf, dass deine Verbündeten nicht fliehen. Ah, ja, war ja der Anfängermodus, wa? Die werden nicht besiegt. Obwohl ich ja damals gesagt habe, zu Beginn des Spiels, dass wenn eine Einheit besiegt wird, nehmen sie nicht mehr in Kampf mit. Hm? Also so viel dann, auch wenn es nicht der Standard, der klassische Modus ist, wird trotzdem dieses klassische Verhalten von wegen, hey, du hast verloren im Kampf, du kommst nicht mehr mit. Hm? Da will ich trotzdem irgendwie beibehalten. So. Was ich mich frage, ich kenne das aus früheren Fire Emblem Spielen. Das mit dem Nebel gab es ja noch schon mal. Und es gab schon mal die Situation, dass wenn ich zum Beispiel jetzt hier stehe und hier noch Nebel wäre oder irgendwie hier, dass plötzlich hier, keine Ahnung, eine Einheit kommt mit großer Reichweite, also nicht Sichtreichweite, sondern halt Bewegungsreichweite, neben mir aufgetaucht ist und mich angegriffen hat. Und das wäre halt scheiße und ich hoffe, das gibt es hier nicht, weil, ja, ich meine, scheiße generell, das schon, aber trotzdem. Im Wald kann ich nicht, wa? So, dachten wir schon, die werden wohl kaum schon hier sein. Dass ich immer so schreien muss. So. Ja, dann gehen wir halt mal langsam vorwärts. Eigentlich kann ja schon ein bisschen mehr gehen, wa? Seltsam finde ich, kann mit keinem hier irgendwie sagen, hey, ich will gerne quatschen. Das war früher noch ein bisschen regelmäßiger. Ich frag mich, aha, ich kann natürlich Benedetta hier hinten hinstellen, weil ich habe hier einen guten Schild. Das sind die grünen Einheiten. Oh nein, die klauen mir wieder Erfahrungspunkte. Oh nee, hatten wir doch schon. Oh nee. Also schon mal, ja, ist eine Weile her, aber gibt's leider. Nö, bitte keine Erfahrungspunkte klauen, ja, danke. Es ist genauso scheiße. Der Edelgard ist stark, da mache ich mir keine Sorgen. Es geht ums Prinzip, Freunde. Ah, sind sogar im Wald verteilt, leck mir am Arsch. Einfach nur stark können sie noch nicht so sein. Ja. Wo war denn her? Okay, muss oben mal aufräumen. Ja, ist klar. Klau mir auf die Erfahrungspunkte. Alter, kann ich viermal angreifen? Ernsthaft? Ich habe gesehen, mit der Waffe kann ich sowieso doppelt angreifen. Das habe ich schon gesehen. So, Moment mal, wo war der jetzt? Junge Sing und Knilch. Die hält natürlich gerade nicht, wa? Geh erstmal oben hin, komm. Hä? Da ist ja gar keiner. Wald ist immer gut, um sich zu verstecken. Der ist das. Jetzt sehe ich ihn. Aber er mich gleich nicht mehr. Also ich kann echt von hier aus angreifen. Von hier aus geht's nicht mehr, aber von hier aus. Nee, auch nicht. Was? Ja, das geht vielleicht auch ein bisschen genauer. Gehen wir mit Michael hier hin. Soll er schon mal... Ich will einfach nicht killen. Weil die Erfahrungspunkte soll niemand anderer kommen. Der geht schon. Falls noch ein paar Typen hinter ihm stehen, wird er sowieso gerade überrannt. Also sprich, wird er sowieso ein bisschen geschädigt werden. Den
noch ein paar hinter ihm. Kann man es noch jetzt weiter sehen können. Ich weiß mal wieder was, ey. Also. Na doch, passt schon. Was vor allem drin gucken muss, Freunde, ist, wie ich meine Magie erhöhen kann. Ich habe, wie ich finde, ich setze viel zu wenig an. Also, zu wenig in diesem Sinne nicht, aber. Aber der KP plus 5, okay, ist ein Standard. Ich kann auch zu wenig, Magie einsetzen. Irgendwie, ich glaube, wenn Donner nur 4 Stück geht und für Thorn nur 2, das ist schon ein bisschen sehr wenig. So. Das wäre es zum Bogenschützen gewesen. Was wir jetzt hier noch machen sollen, die sowieso. Hier ist natürlich scheiße, in den Herren zu gehen, wenn die sowieso alles flach machen. Ja, man muss gucken, wo sie herkommen. Da ist echt noch einer. Okay, da leckt sogar die Switch. Krasse Scheiße. Ich hab so verdammt weit latschen können. Oh oh, Michael, tu's nicht! Das wären schöne Erfahrungspunkte gewesen, du Trottel. Und da liegt er einfach so. Das ist eigentlich geil, wenn die einfach vorwärts stürmen, damit ich was sehe. Das ist irgendwie gar nicht mal so schlecht. Und Dorothea wäre schon mal voll mit ihren, sag jetzt mal, Skill, Erfahrungs, Dingsbums, ihr wisst schon. Ach stimmt, Lin ist eigentlich schon so weit. Er muss bloß noch ein Level-Up haben. Also ein KP plus 5 auch schon. Sie bekamen etwas anderes. Petra fehlt natürlich, wobei der kann ja da unten natürlich vergessen, dass ich so weit komme. Ne, Hubert, der muss natürlich da noch ein bisschen gucken, wa? Der ist noch nicht so weit, wie ich gerne wäre. Warte mal, gucken wir ganz kurz, was die oben noch so abgeht. Ist noch mehr? Nee, wa? So, Edelgards Reichweite sollte ich eigentlich noch ein bisschen Bonus kriegen. Okay, noch einmal, dann kriegt er auch, vermutlich auch KP plus 5. Ist eigentlich schon stark, wa? Hier oben ist sonst nichts mehr los. Ist die Frage, wa? Schicke ich jetzt die wieder da unten hin, damit die da ein bisschen gucken. Eben halt die zweite, sage ich jetzt mal, Frontlinie, mehr oder weniger. Sie hat eine nette Fähigkeit, Ude Benedetta. Da, man sieht es zwar kaum, kann ich, doch kann ich. Hier, Nahkonter. Möglich Gegenangriff bei einem Angriff durch einen benachbarten Gegner. Also sprich Reichweite auch 1. Das ist natürlich geil bei ihr, hä? So, darf natürlich nicht zu weit gehen. Wobei, bei mir, da spielt es eine große Rolle. So, hier möglich noch ein bisschen abdecken. Dorothea, ja, gut, jetzt bin ich eigentlich relativ weit oben, weil die werden wohl kaum hier hochkommen. Können wir vielleicht mal irgendwie Purgativ noch einsetzen, unterstützen? Purgativ, da oben, war. Er braucht noch ein paar Erfahrungspunkte. Level 5. So, jetzt können auch die Klasse wechseln. Oh ja, das sind schöne Werte. Das gefällt mir. Kann ich sogar gegen, ja, man, ein bisschen Verteidigung. Petra? Ob die Strategie aufgeht, ich weiß nicht so recht. Ich kann erst aus dem scheiß Nebelhaus angreifen. Ja, leck mich doch, ey. Der Vorteil ist, sie klaut uns nur einen Erfahrungspunkt. Wenn überhaupt, trifft nicht mal. Aber sie kann 4-mal angreifen. Weil es so schnell ist, plus wegen ihrer Waffe. Alter, die ist doch overpowered. Herzlich gerne im Team. Und natürlich mit der Waffe. Dankeschön. So, ich frage mich gerade, ob die neutralen Einheiten auch nicht sterben dürfen, wegen dem Bonus.
Das frage ich mich. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr und ich sehe hier ja auch nicht, auf welcher Stufe die bereits sind. Warte mal, doch, da unten sehe ich es, wa? Hä? Hallo, ihr habt keine Fähigkeitslevel. Okay, Kaspar noch ein bisschen. Oh, Peter, da verdammt viel noch, was ihr braucht. Erst lang nach oben. Hubert weiß aber auch nur noch einen. Da ist gut, da ist gut. Ja, Michael ist halt ja aktuell, das ist ein anderes Thema. Okay, dann müsst ihr ein bisschen gucken, Freunde. Trifft sie eh nicht so gut, die machen wir den hier, komm. Voll ins Knie. So, jetzt mal gucken. Der steht natürlich auf dem Weg. Das ist scheiße. Da ist aber doch da irgendwie eine Chance. Wieso kann sie... Aha, sie hat einen Bogen noch. Stimmt. Hab ganz vergessen, die hat noch einen Bogen. Freunde, Petra hat einen Bogen. Dann spann ihn mal. Hab ganz vergessen, dass sie einen Bogen hat. Ja, da waren die Falschen. Bei ihr wäre es eigentlich eher Speed. So, du gehst auch mal rein. Und dann will ich jetzt von dir mal hier was sehen. Obwohl, scheiße. Du hast so viel KP, das ist schon Kaspar, aber trotzdem. Dann geht's noch ein bisschen ungenauer. Ja, du triffst da. Oh, leck mich doch, ey. Ja, ich würde es zwar gerne so belassen und wohl viel bringen. Ja gut, der greift halt einmal noch Kaspar an, war da vielleicht. Von dem her bringt es vielleicht schon was, wa? Unterstütze ich mal Kaspar hier. Falls noch jemand anders kommen würde. Dorothea könnte ihn erledigen. Ja, tut es einfach mal. Ja, sonst gibt der Erfahrungspunkt jemand anderen, aber keinen Bock drauf. Sehr gut. So, Ferdinand, du blockst bitte Dorothea ab. Dankeschön. Dann sind wir hier wieder, wa? Boah, ich habe schon festgestellt, oben kommt nichts mehr. Also oben zumindest, das ist aber ein Problem. Oh. Ja, servus, Kumpel. Na, wie geht's denn so? Du hast auch ein bisschen Bock auf Morast, oder? Du siehst so aus, als Bock auf Morast. Ich denke, auf dem Waldfest. Ich glaub's nicht. Ah, das ist maximal geil. Und jetzt hat er 5. Na, natürlich hat er 5. Also nur für den Adligen war plus 5. Er muss aber selbst plus 5 bekommen. Ein Adliger? Wäre jetzt neu. Egal. Das wäre auch Bürgerklasse, aber gut. Lin, was mache ich mit dir? Eigentlich soll... Du kommst noch nicht so weit, oder? Ich lasse dich einfach hier oben. Dann wird man dich hoffentlich loben. Ja, bleib mal da oben. Komm. So. Und jetzt? Ja, wo kommen die überall her? Was hat sie gebracht, hey? Ein Punkt. Ja, gut. Edelhard. Edelgard ist natürlich auch stark, gell? Wird nichts treffen bei Hubert. 33%. Alter, Hubert ist mittlerweile stark geworden. So, Erfahrungspunkte klauen. Das ist gar keiner. Ja, wo sind die hin? Sind jetzt alle hier oben? Ernsthaft? Ja, Linha, die hätte trotzdem gern, dass du hier auch mal ein bisschen... What? Du willst hier runter? Ernsthaft? Leider außer Sichtweite. Ah, nee, warte mal. Na, Alter, was geht? Da oben ist noch ein paar, sind aber ein Problem. Ah, da könnte tatsächlich noch irgendwas sein. Ich kann ja eigentlich perfekt angreifen, weil... Ja. Alter, Linard, übertreib mal nicht.
Gut, ich meine, Wind hat generell eine hohe Trefferquote. Aber das ist ein bisschen pervers. So, jetzt habe ich halt Schiss. Was, wenn jetzt noch ein paar Typen kommen? Da kann sie ja mit ihm hier anlocken, wa? Ja, kein Plan. Was machen wir jetzt? Ich kann Michael hier hin noch, in der Hoffnung, dass er noch... Ah, da ist schon einer. Das ging ja schnell. Du kannst ja eigentlich auch noch ein bisschen angreifen, wa? Casper, du hast einen Wurfball. Oh, leck mich. Was ist denn das für einer? Kommandant von Gaspard. Dunkelmagier. Jo, wenn es Magier ist, dann lieber nicht. Komm, dann macht Dorothea. Warum? Komm, du grillst ihn. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Sag mal Donner, komm, du grillst ihn. Das wollen wir erstmal sehen. Jo. Das war jetzt nicht so schlecht, wie es hätte sein können. Geht trotzdem mal durch allen nach oben. Allen müssen wir zwar eigentlich auch mal bei Gelegenheit. Bei dir noch nicht, wa? Nö, bei dir ist noch alles cool. Ja, was mache ich jetzt mit ihm hier, wa? Ich meine, du kannst hier hin, du kannst ihn angreifen, aber ganz ehrlich, das geht in die Hose. Selbst wenn du triffst, geht's in die Hose. Nee, du bist da zu weit weg. Nahkampf, ja, würde ich dir eventuell zugetrauen, aber so, nö. Okay, geht echt auf ihn. Also Problem ist natürlich jetzt... Jetzt wäre eine perfekte Situation, damit ich ihn attackieren und noch Erfahrungspunkte abstauben könnte. Wo ist jetzt hin? Wegen Nebel oder was? Mein Wappen. Hat nichts gebracht, dann schlecht. Ein geheimnisvolles Wappen. Da kommen doch noch ein paar, es war so klar. Ich bin ja nicht viel Verteidigung, war. Stimmt, aber vorhin erwähnt, ja, dass er viel Resistenzverteidigung hat, das war ja eher. Kein Schaden! Natürlich kriegst du, ist klar, du bist noch nicht drüber genug. Hoho. Okay, Caswin, ich will dich im Team mit der Waffe. Aber per sofort, Dankeschön. Aua. Ganz ehrlich, Edelgard, die blockt alles. Ja, Verbündentenphase. Was? Ich hab nicht angegriffen. Danke für die Erfahrungspunkte, warum hab ich nicht angegriffen? Hä? Aber was passt? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der ist 4, der ist 4. Petra ist zwar auch erst 4, aber sie bräuchte die verdammten Angriffspunkte. Angriffspunkte sag ich schon. Aber die verdammten Punkte. Dann muss sie aber schleunigst. Ich würde sagen, du kriegst ihn aber schon, oder? Einfach mit der Kampf noch irgendwie ein bisschen draufhauen. Die Fall, komm. Sonnenschlag wäre weg. Tierfall wäre weg. Ja komm, mach ihn weg. Der Nebel lichtet sich, nachdem der Dunkelmagier besiegt ist. Es scheint, dass Nebel durch Magie verursacht wurde.